Geschichten uit onze Geschichte, Nummer 35. Ditmal vertellen we wat davon, wozu die Kolonisten erfehlet Weesland en dem großen Bastillestol bij San Antonio en Chihuahua en de eerste jaren haben versucht te brücken. Wir sehen letztes Mal noch Rot. Wir haben noch nicht viel davon geredet, was die Kolonisten an den Anfangsjahren mit den großen Flecken von ihrem leer liegenden Weesland getan haben. Davon wollen wir hier nu auch noch was vertellen. Dat leere Land auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, Westen von den Bustillos-See oder Westen von der Lake, von da wo nu das Dorf Grünland Nummer 16,5 ist, Bad Low Farm 6,5 und noch wieder. Dort wird vor vielen Jahren nicht besiedelt und auch nicht beackert. Dort wären Tausende Acker Großland, aber wohnen manchmal dort viele aufrennende Regenwörter von weit und breit, mehrere Jahre lang, ganz langsam überhand in den Bustillos-Seien oder in den Leken. Dort heißt euer der Fluss oder der Riefer durchwehr, den die Kolonisten dort in ihren Pionierjahren so langsam gemerkt haben. Jo, all diese Tausende Acker Leerland können vor vielen Jahren nicht beackert und besiedelt worden, weil es da manchmal wochenlang viel Wasser langsam überhand. Und auf dem geradsten Teil von diesem leeren Großland war es meistens das sogenannte Lakegras. Auf vielen Städten wird das Gras sehr hart und buschig. Und wenn das buschige Gras im Sommer rein wäre, dann freit das Fei dort auch noch. Aber wenn das Lote am Herbst dreig wird, dann wird das viel zu hart für das Fei zum Freten. Das meiste von diesem leerliegenden Land wir noch etliche Jahren an kleinere und größere Flecken entweder verpacht oder billig verkauft worden und aus Weideland angetient oder angefenst worden. Und das Land wird dann während der Sommermonaten aus Viehweide gebraucht. Die Kolonisten können durch verbillige monatliche Bezahlung ihr Jungvieh in dreistehende Kühe andingen. Und ich glaube, man brauchte auch junge Pferde oder Jahrlinge haben zum Weiden. Weil die meisten Bürger so viel als möglich alle Kalver anhielten, regt das Gras auf die Dörfer ihre gemeinsame Weidstappen nicht mehr gut uit für all ihr Vieh, sodass immer noch mehr Kolonisten im Sommer Jahren Gebrauch machen von dieser Einrichtung auf dem Leerland. Aber was passiert mit der Gemeinde ihrer vielen Tausende Acker Großland auf dem Südeneng von der Manitoba-Kolonie? Vor meist 20 Jahren wäre das Dorf Kleefeld das einzige Dorf Süden von Cuauhtémoc. Die ewige Tausende Acker Wees oder Großland werden nicht gebraucht zum Beackern. Und nun wollen wir noch was davon sagen, wo die Gemeinde auf der Manitoba-Kolonie von ihrem vielen Weesland Süden von Kleefeld in den Anfangsjahren Gebrauch gemerkt hat. Wenn man von dem Koloniesland Süden von Talbach und Süden von Cuauhtémoc redet, dann sieht man immer, das Land hinter der Bohnen. Und wir sehen allmal, dass auf dem Weesland, wo das Dorf Niendorf Nummer 1 bei nu ist, am Herbst immer das Heigras verpacht wird. Auf sehr viel von diesem Großland wir immer, wenn das im Sommer viel geregnet hat, sehr viel Dwerwapjet, gutes Gras gewassen und dort gibt das beste Heu. Mit diesem Heigras verpachten bracht das Land wenigstens Wort an. Die meisten Bürger hatten ja in jenen Jahren noch sehr viel große Arbeitspferd, mit wonen noch die meiste Landarbeit getan wird. Und die brauchten sehr viel sogenanntes Langfutter. Und viele Bürger von so einer Dörfer aus Talbach, Gnodental, Gnodenfeld, Blumenurt und Blumental und vielleicht noch von anderen Dörfern, die pachten sich im Lotsommer immer sehr jähren das Heigras auf dem Großland dicht bei der Isarbahn zum Heimmerken für ihre viele große Arbeitspferd, wo sie durch den Winter sehr viel Langfutter brauchten. Ich habe all als kleiner Jung auch noch mal mitfahren gekonnt, wenn meine älteren Brüder da heimmerken und auch wenn sie da dort in Huis holten, von da. Aber bei hinge Kleefeld fahren zum heimmerken und dort dann noch von da in Huis führen, dort wird doch wohl zu weit. Das wird nicht getan.
Aber die Kolonisten haben dort damals doch verstanden, auch von diesem Land noch was zu kriegen. Und ich wusste all immer, dort viele Büren so, als dort dann gesagt wird, was von ihrem Jungfei hinter de Bohnen irgendwo anbrachten zum Sommer und dort einige ihr Fei auch durch die Wintermonaten durchleiten. Aber ich wusste nicht sehr viel davon, wo dort Rindfei angebracht wird, wer da nur das Fei abhast und so wieder. Ich wusste, davon was zu vertalen, nicht genug davon, wo das damals alle geschafft hat. Aber hier in Winkler, Manitoba, wohnen Peter und Anna Friesen. Und Peter Friesen hat mal als junger Jung mit seinen Eltern Taub ein paar Jahren lang dort auf dem Südeng von der Manitoba-Kolonie gewohnt, wo die Gemeinde eine Einrichtung hat für Kolonisten, ihr Fei dort weiden lassen zu können. Und nun habe ich mich von viel von dieser ganzen Sache vertalen gelassen. Peter Friesen sagt, er besinnt sich noch sehr klar, wo seine Eltern Cornelius und Helena Friesen mit ihrer ganzen Familie und mit ihrer Geschwister Taub, mit ihrer Geschwister Peter Klaasens, auch mit Familie Taub, 1 oder 2 Kilometer westen von wo nu dort Weidenfeld liegt, gewohnt haben. Er sagt, diese beiden Oomtjes, Cornelius Friesen und Peter Klaassen, wären da verantwortlich gewesen, nur die Kolonisten ihrem Fei abzupassen. Und er, sein Bruder Hein und Peter Klaassens Peter haben dort auf der Wiedegrasstapel damals viel Spaß gehabt. Friesen sagt, die Cornelius Friesen Familie und die Peter Klaassen Familie haben da weit auf von allen Dorpen auf dem großen Fleck Weesland taub in einem Haus, in einer Doppelwohnung oder Duplex gewohnt. An einer Seite von der Mittelwand in dieser Doppelwohnung, so sagt Peter Friesen, hat die Friesen-Familie gewohnt und an der anderen Seite von der Mittelwand die Klaassens-Familie. Oomtje Peter Klaassen und Mumtje oder Tante Helen Friesen waren Geschwister. Das Haus, wo binnen diese 2 Familien damals mitten auf der 1000 Acker Wies oder Grasland wohnten, das stand meist ganz auf dem südlichsten Eng vom Manitoba-Plan und meist ganz an der südwestlichen Seite. Peter sagt, in dieser Gegend sind 2 Springbarms oder Wasserquellen gewesen, nicht weit voneinander. In der Gemeinde ihre Einrichtung ist dort so gewesen, dass das einfache Adobe-Erdtegelhaus dort dicht bei einer von den 2 Wasserquellen oder Springbarms angebaut worden wäre. Diese Wasserquellen lieferten damals noch genug gutes Wasser für den Hausgebrauch, für beide Familien und auch genug Wasser für die 100 Rinder und Schop, wo die Kolonisten dort jeder Jahr monatelang für kleine Bezahlung weiden lassen können. Viele Bürger ihrer Rinder bleiben dort auch durch die Wintermonaten. Nicht sehr weit auf von wo diese 2 Familien wohnten, da sind auch 2 Flüsse oder Riefers, nicht sehr weit voneinander. Und an diese Riefers, so als auch an viele andere Riefers, auf die Mennoniten ihre Siedlungen, an dem großen Bustiustal, rand an jene Jahren das ganze Jahr durch, immer wenigstens ein Strömchen Wasser. Und da an die Riefers ging das Fei über Tag immer trinken, auch wenn das da an die Wintermonaten von 3 Gras leben musste. Wie die wir dort in jene Jahren abwassen, wir erinnern uns noch gut an so eine Wasserquellen. Das Wasser quält da einfach aus der Erde raus. Diese 2 Familien oder Familie Voders, Cornelius Friesen und Peter Klaassen, hatten die Manitoba-Kolonie-Vorsteher dort angenommen, dass sie da nur die große Herde, meistens Jungfei, abhassen sollen, wo einige von den Kolonisten da bloß zum Sommer heimbrachten und da bloß so lange leiten, als da genug reine Weid wäre ab der 1000 Acker Grasland, wo damals noch zu 16 gebraucht wird. Andere Kolonisten leiten ihr Jungfei da über das ganze Jahr durch. Bei diesem Wohnhaus wäre auch ein sehr großes Hock angerecht, wo die viele Rinder und Schop zur Nacht binnen wären, sagt Peter. Und wenn das Fei über Nacht am Hock wäre, dann rund dort uithaltende Träge, wo dicht am Springbaum stunden. Um diese Träge für das viele Fei voll Wasser zu holen, mussten Fries und Klosses immer all das Wasser
met Amasch uit dem Springbaum rütschapen en an de Tränen anjeiten. Bei der Friesen sagt, nicht weit auf von dem Wohnhaus, wo die Fries und großes Families wohnten, da wir damals noch ein ganz kleines Häuschen angebaut worden. Und da binnen hat eine mexikanische Familie, ein Mann, eine Frau und ein kleiner Junge gewohnt. Das mexikanische Mann wird da der eigentliche Hort gewesen. Der musste von Tidig zu Mariusbad ganz jeden Abend der große Viehherd auf dem großen Fleck Wesland weiden und dann ganz jeden Abend war der Träg und das Viehhack angehauen. Das große Fleck Koloniesland oder Großland ram, wir wohl auch ein Tün, aber der bleibt nicht immer vor dich, sodass manchmal auch von den mexikanischen Obers ihrem Vieh ab den Mennoniten ihr Großland und abkämen. Und auch die Mennoniten ihre Viehherd musste auch abgepasst werden, sodass sich dort Vieh durch den ganzen Tag nicht Tobit verstreut ab dem sehr großen Fleck Großland und diesem großen, ganz südlichsten Port von der Manitoba-Kolonie. Und da musste auch immer noch abgepasst werden, dort nicht mit einmal wo einzelne Rinder sogar durch einen Tränchen Tün ab dem Mexikaner ihrem Land und abgeroden und so weiter. Und dann, wenn das Abend war, in der mexikanischen Horde, all das Vieh war das danach trägt und das große Viehhacken angejagt hat, dann wir sehen der Arbeit vor dich. Von dort an, durch die Nacht, wären Cornelius Friesen und Peter Klaassen verantwortlich, da noch zu sein, dass das Vieh Wasser haben wird und dort auch selbst alles in Ordnung geholt wird. Peter Friesen erinnert sich noch an viele Dinge, die er dort als 9-jähriger Jung getan hat. Er vertelt manchmal Spaß, und er, sein Bruder Hein und sein Vater Peter Klosses Peter da auf die Wiederstab gehört haben. Eine Geschichte vertelt Peter ungefähr so. Er sagt, er und sein Vater, Klosses Peter, haben ab der Wesbrück top Wessoden Feineden gemusst. Ihre Vaters haben eine Bowl auf der 5-längste Erde abgebungen, haben 4 Pier dafür gespannt und dann haben sie beide Jungs, Fritz Peter 9 Jahre alt und Klosses Peter 8 Jahre, auf die Bowl gesäten, den ganzen Tag und geirrt. Und dabei haben sie sich manchmal zu holen gehabt, sodass Klosses Peter dabei nochmal von der Erde raufgefallen ist und so weiter. Eine andere Geschichte vertelt Peter Friesen ungefähr so. Als wir da auf der Wiedegrasstab wohnten, dann kauft mein Vater mir einen Schlangstrang. Und mir ging dort Schlangen so gut, ich habe dort 5 Schlangen bald sehr gut gelehrt. Peter sagt, mein Bruder Hein und Peter Klosses Peter mussten immer auf eine bestimmte Stelle Hertjes Rinder dicht bei mir vorbeigehen und ich schlang dann ein bestimmtes Rind. Bald had ich dat Schlangen so gut gelehrt, dass ich die Rinder krijg so schlangen kon als ich will. Wenn das Rind Hähne hat, dann schlang ich dort meistens um die Hähne. Dann um die Hähne geschlangt, kon ich ein Rind leichter holen. Und ich verstund bald, krijg so gut, um die Hähne zu schlangen als um den Hals. Und wenn Kolonisten ihre Rinder von dort zurück nach Hus holen wollen, dann musste ich an die schlangen. Bruder Hein und Vater Peter gingen dann den Bauer seine Rinder auf eine bestimmte Stelle dicht bei mir vorbei und ich schlangt an die. Und wenn ich dann von meiner Arbeit betalt krieg, dann musste ich die Jungs auch immer was davon geben. Und einmal, wenn ich 15 Centavos krieg für die Rinder schlangen, dann hat wir jeder 5 Centavos. Und 5 Centavos wäre für kleine Jungs damals all viel Geld. Manchmal treiben sich dort auf dem Koloniesland dicht bei uns auch Hertjes von Mexikaner ihrem Feier rum. Die wären von Büter Defense um das Koloniesland irgendwo durch die Mennoniten ihren Tun gekommen. Vielleicht weil die Mexikaner ihre Rinder dabei in Bett mitgeholfen haben. Und wenn so ein Ramdriefsvieh, was dicht bei uns kam, dann hat wir 3 Jungs einmal viel Spaß damit. Nicht mal mit dem Schlangen, aber auch mit Ramspielen. Dann wir hatten uns selbst ein kleines Werkgetop gebastelt von einer Karte breite Bowl, wo uns Wärmbox war,
een feiergrote Kugelleeuwers, wo nur unsere Wehenräder wären. Und dann waren sich dicht bei uns ein Härtje mexikanische Rinder rumtreiben, dann Jugendbruder Hein und Vater Peter disse auch dicht bei mir vorbei und ich schlägt ein von die. Und wenn ich das geschlägt had, dann bungen wir uns selbst aufgebosseltes Werkje mit einem Strang, das rennt ums Segel, und leiten uns vieren. Und manchmal fuhr das dann ein engstje ganz geniet. Einmal, sagt Peter, dann hat ich nicht den rechten kleinen Ball geschlenkt. Die Leute uns sich lang mit an rumspielen. Als die sich ehrlich jeden andreht, dann leid wir ihm sehr schwind gehen. Von wo wir unsere großen Rollenlegers hergekriegt haben, für uns welche, dort weiß ich nicht mehr, sagt Peter. Aber wahrscheinlich sind die mang dem Olen Isaprall gewesen, und unsere Vaters ab Utrecht gekauft haben. Dann ich weiß noch, dort Vater und Onkel Peter Klossen manchmal wird Utrecht fuhren, und dort sie da Isaprall gekauft und mit nach Haus gebracht haben. Und wenn sie dann wieder einen Tag nach Kusi fuhren, dann nehmen sie dort Isa mit dahin und verkauften dort da. Das geben sie ein bisschen extra enorm. Und ich erinnere mich noch daran, dass als Vater und Onkel Peter einmal wieder alles Isaprall und Kusi verkauft haben und auf dem Trägweg nach Haus wären, und wir an Hinterweges ein Mexikaner überfallen, worum sie die ganze 9 Pesos vom Isaprall verkaufen haben, geben gemusst. Ein anderes Mal, sagt Peter Friesen, ist auf der wieder offene Stab danach bei ihrem Haus ein Mexikaner an der Tür gekommen, der hat mit Scheiten gedreht und Geld verlangt. Irgendwo, ich weiß nicht mehr gekriegt, wo dort damals alle rumgekommen ist, dass die Mexikaner nicht angekommen ist, aber ich weiß bloß, dass sie dort zum Morgen so gefangen haben, dass in der Nacht ein von der handgebrachte Schop geschlacht worden ist. Die Überreste vom Schop haben sie dort dicht bei dem großen Kohawk am nächsten Morgen gefangen. Nur diesem Ereignis, sagt Peter Friesen, ist er bei an eine Zeit lang ein Soldat gewesen, wo er an dort bewirkt hat. Hier brecht wir weiter auf, für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von was auf dem Südeng von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua in den Anfangsjahren vergegangen ist. Und dann von wo das Land doch noch mit der Zeit besiedelt worden ist und so weiter. Was nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.